Wir sind in unserer Serie von Deo von 5. Mose und wir werden von Deo das Thema sein, Live für Gott. Präsident trägt den Johnny Lohan, der jinkt durch die Tierbauten. Und wir sagen, wo diese Tierbauten, das sind der Untergrund, das sind der Grund von, was wir moralisch sein sollen. Oder was reichenartig ist, kann wir sein, dort die Tierbauten der Untergrund sind von, was reichenartig ist. Und dann von der werden wir sein, wann wir verstehen, was die Tierbauten sind, was ist das größte Ding von dort, was wir verstehen sollen. Oder was wir verstehen sollen. Und dort ist das, Live für Gott. Das Live, was wir sollen haben für Gott, das Live, was wir haben für Gott, ist wichtiger, als was wir tun für Gott. Wenn du ein Ding erst, was wir als Christen sollen begreifen, dort ist das. Gott hat uns viele Gebote gegeben in der Bibel. Aber wenn wir dort niemals verlieren, dass wir verstehen, dass Live für Gott ist da wichtig, ist tun, was recht ist für Gott. Das ist wichtig, dass wir recht tun. Das ist wichtig, dass wir recht leben. Das ist wichtig, dass wir gehorsam sind. Aber du musst rauskommen nach Live für Gott. Wir wollen anfangen mit dem Gebet. Liebe himmlische Vater, wir sind dankbar, dass wir können taub singen und wir sind natürlich, wir haben so viel Freiheit. Wir wohnen in einem Land, wo wir noch all die Freiheit haben, taub zu kommen. Jetzt steht keiner ansteckt, dass wir hier können taub kommen, das ist natürlich. Und fern erst, dass uns Aussicht als vielleicht verdreht und wir sehen nicht, wie viele Dinge, was wir Gott haben. Und Gott, ich bete, dass du uns von dir trösten, du uns ermutigen, du uns halten, klarer sein, was das meint, Jesus Christus noch folgen. Und wir beten für jede Person, die hier ist und das Lora horchen wird, wer vielleicht bedeutet erst, wo sie stehen mit dir. Oder sie sind in einer Zeit, wo das schwer ist. Gott, ich bete, dass du besonders durch den Geist nur erhört reden. Dass sie können sich ganz Hand geben, nur du. Wer Leib geben wird, wer Genot geben wird. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. So, wir sind von der 5. Mose Kapitel 6. Wir wollen die Kapitel durchgehen, wir wollen nicht jeder Vers lesen, weil es sind mit den Versen, wir haben nicht Zeit dafür. Aber wenn ihr in der Bibel mit habt, ich würde freuen, dass ihr dann mitlesen mit mir taub. Er fängt an in Kapitel 6 und er hat kurz die Tierbauten durchgegangen, was die sind und wo wir die holen sollen. Und dann sagt er sagt, das sind die Gesetze, die Herr Gott mir abgegeben. Er redet von den Tierbauten. Und dann sagt er, halt die. Ich finde es interessant, der Englische, der das ein bisschen anders sagen, und es sagt, be careful. Seid vorsichtig, um diese Gesetze holen, diese Geboten holen, was Gott entgeben hat. Wir sollen vorsichtig sein, wir sollen die nicht verjäten. Und 3-mal in diesem Kapitel sagt Moses, verjäht diese Geboten nicht. Verjäht nicht, was Gott hier gesagt hat. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich bin eine Person, die leicht verjäten wird. Wir verjäten leicht. Wir verjäten, was Gott uns gesagt hat. Wir verjäten, was Gott von uns verlangen wird. Und wir verjäten sehr leicht, was wichtig ist. So Gott sagt, haltet einmal verjähnt. Halt die Gesetze einmal verjähnt. Und dann der zweite Vers sagt er, das ist wo, wenn wir die Geboten holen, das ist wo wir an unsere Nachkommen wollen treu bleiben nach Gott. Der zweite Vers sagt es das. Solange uns je leben, je an jene Nachkommen, soll je forthaben für den Herrn, den Gott, und diese Gesetze holen, die ich gebe. Da das durch ein ganzes Leben, so dort je eine lange Zeit und dort nie lohnt, je leben kann. Wir wollen lauter sein in dieser Versen, dass Moses redet viel von unseren Dingen belehren. Er redet viel von unseren Dingen abtragen. Und er sagt, wann wir das leben, wann wir Gott seine Geboten holen, dort ist, wo wir wollen unsere Dinge halten,
dort sie wollen, wo immer sie leben, wo immer sie wohnen down und wo immer lang sie leben down, dort ist, wo wir einfach lernen, dort sie Gott kann nur folgen. Wir haben vorhin gesagt, dort, wenn wir sagen, da wird ich sei, nicht wird ich da. Wir haben das gehört, nicht so? Wir wissen, wir haben alle Fehler und dort als Ferken, woran wir dort tun. Aber von dieser Forsch kann wir sein, dort, wenn wir sagen, da wird ich sei und nicht wird ich da, dort hält nicht viel Gewicht. Unsere Kinder, die werden wir proben zu lernen, die wollen dort nur tun, was wir tun. Viel doller als was wir sein. Und ich würde sagen, wenn dort, was wir tun, dort stimmt nicht mit, was wir sein. Unsere Kinder, und die, was wir lernen, die wollen vielleicht beides nicht tun. Sie wollen dort on sein, das Hechler. Das stimmt nicht. Und so sagt hier, solange sie leben, je in ihnen no kommen, das ist, wo wir unsere no kommen halten, dass sie wollen für Gott leben. Und dann sagt er auch wieder, dort wann wir wollen Gott seine Geboten halten, dort Dinge wollen gut gehen für uns. Besonders für die Israeliten, wenn sie würden das nicht lohnen angehen, Gott wird entsenden, wenn sie würden noch folgen. Er sagt, so dort gut wird gehen. Und dann zweitens, dort je sehr vermehren kann. Und dann redet er, wo hij wordt aan veel geven en dit niet lohnt. En hier is een denk, we hebben niet tijd om dat alle doorgaan krijgen, wat dat schaffen dat. Maar hier is een denk, wat zeer klar is van de Bibel. Dit is wijsheid, waar we kunnen ons leven aanbouwen. Wat God zegt, we zullen doen, is wat best is voor ons. Wenn Gott wat sagen dat in zijn woord, dat het staat, dan zullen we dat zo doen. Waarom? Eerstlich wird das sterben mit wer Gott ist, das sterben mit was reich ist. Aber zweitens, Gott gibt uns diese Geboten, will es dort besser ist für uns. Und wer dort nur folgen dat, was Gott verlangen dat, der ist der, was gewöhnlich dort Gott kriegen dat. Wie Frauen fertig, warum ist es so viel Schlechtes in der Welt? Warum geht es so viel Böses an in der Welt? Und warum ist es so schwer in mein Leben? Und ich glaube, wenn wir würden wirklich dort ganz tauschen, so ist es. Wenn wir würden dort hingehen, wenn die, was in der Welt leben, dort getan haben, was Gott verlangen, dann würden wir viele von diesen sehen, viele von den Schwierigkeiten nicht haben, was wir im Leben tun. Wenn wir Gott seine Weg Dinge tun, gewöhnlich jetzt Dinge besser für uns. Und dann der vierte Vers lehrt er uns wieder, dass der Herr und der Herr allein ist uns Gott. Nicht erst ein Thema-Wort, wenn wir 5. Mose durchgehen, ich würde sagen, die ersten 5 Bücher in der Bibel. Das ist ein Thema, wo wir ewig sein dürfen. Gott und Gott allein ist Gott. Du hast kein Ort da, was Gott ist. Und irgendein Ding, irgendeine Person, irgendein Tiet, was wir geben tun, nur irgendwas bietet Gott als ein auf Gott dann. Du hast bloß ein Gott und ein Gott allein. Wenn wir diese Versen durchlesen dann, wir sein vielleicht so lesen, dass das ein bisschen ein Uitbund Vers. Das stimmt nicht gleich mit den Gedanken, dass es gehen wird. Aber gleich Moses sagt, du hast bloß ein Gott, wenn wir wollen begreifen, wo wir Gott leben tun, wo wir Gott nur folgen tun, dort ist wichtig, dass wir verstehen, wer Gott ist. Das ist ein Ding, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich ging kurz eine ganze Serie durch, und die Frau, was wir in der Serie Frauen leiden, ist, wer ist Gott? Ich will sagen, viele, vielleicht meiste von unseren Trouble, das Christen, kämpft, weil wir verstehen nicht, wer Gott ist. Wir verstehen nicht, was sein Charakter ist, wer er in der Natur ist.
Und willst wir nicht verstehen, wer er ist, wir können ihn nicht leben, wir können ihn nicht annehmen, wir können nicht die Gemeinschaft haben, was Gott verlangen hat für uns und auch was Gott ist für uns. So hier Moses sagt, du hast ein Gott und diesen Gott muss wir recht verstehen, wann wir am Leben wollen. Und dann der 5. Vers sagt er, dass wir sollen Gott leben. Ich will noch viel Zeit nehmen um das Thema. 5. Vers sagt es das. Je sollen dem Herrn, den Gott, mit dem ganzen Hort Gott sein. Und mit jener ganzen Seil und mit aller jener Kraft. So, was meint das dann, Gott sein? Oder wir würden gerne fragen, was meint das Gott leben? Eine Life haben für Gott. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 22, und hij deed deze vers veel zijn en hij wordt deze vers uitwendig geleerd. En wie einer wat am Freundheid, Meister, woont als de grootste gebouw in je zaad. En dan Jezus leest dan deze vers. Hij zei te hem, die zoals den Herrn, den Gott, met den ganzen Hort Gott zijn, en met den ganzen Seil, en met alle dienen gedanken. So, dit is de gebouw van, we worden Jezus vragen, in het ganze Oude Testament, welke vers is die wat de meeste wichtig is. En Jezus zegt, deze vers, Kapitel 6 in 5. Mose, de 5. vers. Dit is wat wichtig is. We merken ons verken, sehr druk met bus reich leven. Wenn wir reich leben dann wordt dingen goed gaan voor ons. Aber Jesus sagt nicht, von den 10 Geboten, ich glaube Nummer 5 ist auch wichtig. Oder er sagt nicht, ich glaube 6 und 7 und 3, die sind alle gut. Jesus ist wie sehr klar. Das Ding, was wichtig ist für uns, ist das, Life für Gott. Wenn du bloß ein Ding überblieben wird, dort ist Life. Philipper Kapitel 3, 8 bis 9, diese Versen sind auch, das ist, was Paulus lernt hat. Und das wir, wo er dort an sein wird, für Gott zu leben. Mehr als dort, ich sei dort an als Schoden, wenn ich dort damit vergleich, wo über alle Maßen viel wird mir dort ist, dort ich Christus Jesus als mein Herr kann. Paulus sagt, alles, was er belebt hat, das kommt nicht nur dich bei, nur wo fern dort ist, wo wichtig dort ist, dort er den Herrn kennenlernt, eine Gemeinschaft hat mit ihm. Dann wieder sagt er, willst auch Christus Gott sein. Er redet von der Leib, was er für Christus hat. Sei auch dort alle an, als Schulden en als draak. En wel mal Christus gewinnen. Ik wil in arm zijn en niet meer in ene gerechtigheid hebben, die durch dort Gesetz kommt. Ik zeg de gerechtigheid, die durch den Glauben an Christus kommt. Dort ist eine Gerechtigkeit, die Gott mir zuspricht, wenn ich an Jesus glaube. Paulus, er schreibt den Brief, der letzte Part von seinem Leben. Er hat einen Reim und er schreibt den Brief. Was hält er als wichtig? Der Leib, was Gott hat für ihn und der Leib, was er für Gott hat. Weil wir Christen sind, wird das selbst jetzt wichtig tun. Aber wir sind durch die Bibel, wenn wir die Bibel durchlesen, dort Leib für Gott ist bloß mehrlich, wenn wir eine Bundgemeinschaft haben mit ihm. So Gott in dem Alten Testament, in 5. Mose, lehrt Moses, die Israeliten, dort Gott mögt einen Bund mit ihnen. Und Gott sein Bund wird das. Ich will jemand sehen, ich will jemand annehmen, das ist mein Volk, dort ist mein Bund für jemand, dort ist meine Versprechen für jemand.
Ich habe jent gewählt. Die sind meine Menschen. Dort ist meine Versprechen für jent. Was Gott dann verlangen deit von der Bund, ist dort, die Israeliten würden Gott seine Menschen sein, Gott seine Volk sein, und sie würden dort bewiesen, dass seine Leben Gemeinschaft hat mit Gott, durch die Tieren gebauten, die ohne gebauten Hallen. Aber der Untergrund von den Tieren gebauten, wir, dieser Bund. Und wir sind alle Büter dieser Bund. Wir sind nicht geboren, dass wir in einer Gemeinschaft sind mit Gott. Wir sind nicht in dieser Bund. Die Bibel lehrt uns, wenn wir eine gebauten brechen, dann wir sind ewig verloren. Willst der Lohn für das sind als ewig Tod sein. Der ewig Tod. Aber Jesus Christus kriegt uns in der Bund an, durch was Jesus getan hat am Kreuz und durch was er getan hat, wann er von den Tod abgestoßen hat. Wer Jesus Christus annehmen wird, wer war die geboren ist, geht in einem Bund an mit Gott. Der Sinn, was der erst zwischen Gott und uns wir, wird abgeriemt, dass der Bund mehrlich ist. Und nu wird dort abgeriemt ist, wahrgenommen ist, dort wird ein Stich stunden, nu kann wir für alle Ewigkeit in dieser Gemeinschaft in Life leben. So das ist nicht mehrlich, eine Life haben mit Gott, ohne dass wir wahre geboren sind. Und ich will noch nicht reden, wer das horchen down oder hier sind. Wenn je Jesus Christus noch nicht angenommen hat, wenn Jesus Christus ihn noch nicht vergeben hat, wenn Jesus Christus ihn noch nicht geraten hat, die kann Gott lächeln, die kann Gott proben, not zu folgen, aber die wollen niemals kann Gott leben. Der Leib, was die wollen haben für Gott, der kann bloß, wenn Gott ihn wahre geboren merkt, dort die eine frische Seele haben, frischen Geist haben, dort die was haben, was ihnen Gott kann geben. Ohne Jesus Christus annehmen, ist dort unmöglich, Jesus Christus in der Gemeinschaft zu leben. Wenn die Jesus Christus noch nicht angenommen haben, wenn die noch nicht bekehrt haben, wenn die noch nicht nur Gott gebet haben und Jesus gekriegt in die Leben lernen, und hart Rente merken, von dem ersten Tag, dass die dort kennen. Die Bibel merkt das sehr klar, wo wir dort kennen. Wir müssen auch bekennen, dass wir Sünder sind. Dort wie Gott seine Gebote haben gebrochen. Wir müssen dort verstehen, dass wenn wir dort gedonen haben, dort sind gedonen, und dort wir sind haben, dort wir ewig getrennt sind von Gott. Aber die Bibel lehrt, wenn wir Jesus Christus annehmen, dann, dort was er gedonen hat in unserer Stadt, und dort leben, dort annehmen, dann, Jesus Christus wird unsere Sinn vergeben. Und dann lehrt die Bibel uns, wir können dort weiten, dort wir reich sind mit Gott. Und dann lehrt die Bibel uns in Johannes Kapitel 3, dort der Heilige Geist wird uns wahre geboren merken. Wir wollen nicht Geist kriegen. Und von diesem nicht Geist können wir nie Gott leben. So werden wir dann zurückgehen nach der 5. Mose Kapitel 6, der 5. Vers. So Moses redet hier von 4 Dingen oder 3 Dinge, wo wir Gott sollen leben. Erstlich sagt er, wir sollen Gott leben, wir sollen Gott gut sein mit uns ganzes Hort. Und uns ganzes Hort. In der Bibel redet das Hort von dort, was wir sind, unser größte, das tiefste Verlangen, was wir haben. Dort ist mehr als bloß, was wir denken. Dort ist, was wir feiern. Dort ist, was wir sind. Und so, was Moses hier sagen wird, unser Verlangen soll Life sein. Life für Gott ist mehr ist bloß über Gott denken. Dort ist mehr als bloß von Gott reden. Dort ist eine Life haben für Gott. Ich glaube, jeder einer von uns, wenn ich von Life reden darf, denk an die Person, was je möchtet reagieren dann. Wenn je befriedigt sind, vielleicht ist das dein Partner. Wenn je eine Mama oder ein Vater sind, vielleicht ist das deine Kinder.
Wer immer dort ist, die weiten, wo dort ist, in Hort ist in der Leib. Die recken den Menschen viel. Und wenn der Mensch wird von ihrem Leben rückgenommen sein, da wird sehr schwer sein. Dort ist eine Leib von Hort. Nu sagt Moses, dort ist der Leib, was wir von Gott haben. Von dem ganzen Hort. Jesus in Markus Kapitel 7, der erste Vers sagt, Jesus ist dort. Er sagte an, je Hechler, der Prophet Jesaja hat von jünd ganz reich verrückt gesagt, so als das geschrieben steht. Das Volk irrt mich mit ihren Lippen, sagt Gott, aber im Hort sind sie weit auf von mir. Dort ist mehrlich. All die rechten Dinge sein. Dort ist mehrlich all die rechten Dinge zu tun. Und doch weit auf sein von Gott. Unser Leib, der muss ernst sein. Unser Leib soll echt sein und von Hort kommen. Und dann sagt Moses, dass wir sollen Gott sein mit unserer ganzen Seele. So, was ist der Seil? Der Seil ist uns Jesus. Dort ist das Port von uns, was ewig ist. Wir sind nicht ein Körper, was eine Seil hat, wir sind in einer Seil, was ein Körper hat. Unser Seil, dort ist, wer wir sind. Gott hat uns ewig gemerkt, und das Körper, was wir uns angetragen haben, so zu sein, dort wird nicht ewig sein. Wir wollen den Körper uttragen, sagt Paulus, und wir wollen uns einen frischen Körper antragen. Aber was bleibt die ganze Zeit durch? Unser Seil. Ich finde das sehr interessant. Was wird für alle Ewigkeit bleiben? Das sind 3 Dinge. Gott, unser Seil und Leib. 1. Korinther Kapitel 13, der 13. Vers, redet Paulus in das erste Kapitel, wo er von Leib reden wird, und ich finde das sehr auffallend, was er von Leib sein wird. Er sagt, nie bleiben uns Glauben, Hoffnung und Leib. Diese 3, aber der größte von dieser ist der Leib. So er redet von Leib und wo Leib wichtig ist, und was Leib ist. Und dann sagt er, von uns Glauben, von uns Wandel mit Gott, da bleiben 3 Dinge ewig. Und diese 3 Dinge sind wichtig für uns. Hoffnung, Glauben und Leib. Von diesen 3, wann von diesen 3 wollen für alle Ewigkeit bleiben? Bloß Leib. Uns wird nicht mehr Glauben fehlen. Wir wollen dort sein. Dort, wo wir geglaubt haben. Dort, wo wir angenommen haben. Dort, wo wir dann haben. Uns wird nicht mal Glauben fehlen. Uns wird nicht mal Hoffnung fehlen. Wir wollen dort haben, was wir vorwärts haben gecheckt. Dort, wo wir für sein haben. Dort, wo wir für gewünscht haben. Dort, wo wir uns sicher haben, wir wollen noch kriegen. Dort, wo wir dann haben. Und uns wird den Glauben und den Hoffnung nicht mehr fehlen. Aber was wird ewig bleiben? Was wird wir für alle Ewigkeit haben? Leib. Und das ist, worum Gott sagt, was wichtig ist für uns als Leib. Moses sagt hier nicht, dass der große Ding ist, dass wir glauben sollen. Er sagt nicht, dass der große Ding, was die Israeliten so tun, ist, Väter war kicken und hoffen für dort, was kommt. Er sagt, dass was wichtig ist, als Leib. So meine Frau ist dann, der Leib, was wir haben für Gott, kommt dort von unserer Seele, kommt dort von wer wir sind, kommt dort von wer wir ewig sind, oder ist dort Flag, und ist dort bis in Ding, was wir glücklich ewig sind. Und dann sagt Moses wieder, dass wir sollen Gott sein mit unserer ganzen Kraft. Das sind viele Dinge, die uns sehr interessieren. Und die Dinge, die uns interessieren, ist die Dinge, die wir uns Zeit hängen tun. Das sind die Dinge, die wir uns proben tun. Wenn wir nicht gleichen tun, wir proben nicht mehr, um dort vorwärts zu kommen. Aber die Dinge, die wir viel recken tun, und die Dinge schaffen wir. Und die Dinge brauchen wir unsere ganze Kraft dort vorwärts zu bringen. Und so ist es auch mit unserem Leib.
Wir sollen unsere ganze Kraft hängen an unser Leben down für Gott. Dort wir eine diepe Leben haben mit Gott. Und dann mit was Jesus sagt, dass wir sollen Gott leben mit unseren ganzen Gedanken. Hier sagt er, dort und was wir entscheiden tun. Dort, was wir wollen tun. So, Moses sagt hier, und das ist eine Vers dort, Leben für Gott. Dort ist, was wichtig ist für uns. Und dann werden wir proben, die andere Versen ein bisschen übergehen. 6:9 sagt Moses, das steht, diese wird, die ich ihnen von dir gebe, soll je nie nicht vergeten. Red von dir, wann je in je Haus sitzen, und wann je reisen, und wann je doel leihen, und wann je abstehen. Bring dir an die Hand ab ein Seil, und an Stirn ab ein Hänsel. Und schrieb dir an jene der gerecht, und an der Pürt von jener Stadt. So, er sagt hier, dort, was Gott gegeben hat, die Gebauten, der Leib, was er von reden hat, dort soll wir immer zentral haben von uns Leben. Dort, was wichtig ist, soll wir immer an denken. Er fängt an, er sagt, schwappt jene Kinder ab mit dir. Wir sollen unsere Kinder abbringen mit den Gebauten und der Leib, was von Gott kommen soll. Das ist, wo unsere Kinder wollen lernen, wo sie leben sollen. Wenn sie dort wichtig tun, dann ist wir dort wichtig tun. Das meint dann, dass das mehr als einmal das Jahr ein klein bisschen von der Bibel reden. Das ist mehr als wir sagen, na, je weiter es in der Bibel steht, je sollen Fan sein. Was Moses hiervon reden, das ist jeder Tag. In alles, was wir tun, sollen wir unsere Kinder abbringen. Dort seid ihr verstanden dann, was das meint, zum Gott nur folgen. Er sagt, wann je in Haus sitzen, so er redet von, wann je Tüß sind, die sollen von Gott reden, die sollen von dort, was Gott verlangen hat, und der Leib, was Gott für uns hat, die sollen vertrauen von dir. Die sagen dann vielleicht, ich kann nicht viel von der Bibel. Ich kann mein Kind nicht lernen. Und dort ist vielleicht eine Frau, oder ein Ding, was Moses nur reden hat. Das ist, woran wir dann das Älteren selben Gott sehen wird, besser lernen kann. Und leider ist vielleicht Grenzen, wo wenig wie weiten. Wir sollen dort mitteilen, mit der Kinder Wort wie weiten, sodass sie können lernen, wotum Gott nur folgen. Und dann sagt er wieder, und wann je reisen. Er redet von, wann je was tun, bitte je ein Haus, nehmt je Kinder mit, dass ihr sein kann, wo je Gott gehorsam seid. Ich glaube, wie das deutsche Hand hat Ferken so sehr angenommen, dass unsere Kinder die sollen uit den Stich sein. Wenn wir Adults, wer alle sind, wie weit was soll sein, und uns hat die Gemeinschaft schein ohne Kinder. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass unsere Kinder sein, wo wir leben dann. Und wenn wir noch Sturf fahren dann. Und wenn wir was handeln dann und schachern dann mit anderen, dass unsere Kinder sein, wo das in Jesus Christus noch feiern, Dinge tun. Dann sagt er auch, das soll das erste Ding sein, was wir an denken tun, wenn wir abstehen und wenn wir da liegen. Und dann sagt er, dort schrieb die an jene der gerecht und an dort Pürt von jener Stadt. Wenn ich würde ihn fragen, was ist das Ding, was wichtig ist in ihnen Heim? Was ist das Gefühl, was Menschen kriegen, wenn sie in ihren Heim ankommen? Was wird ihnen Antwort sein? Wird die sein, mein Heim, die hat das Gefühl, dass Jesus der Herr hier ist? Oder ist hier kein Unterschied zwischen ihrem Heim und dem Heim, was Rahmen ist? Jesus, dass er Herr über uns ist, uns Heim ist mehr bis er rechte Bilder haben an unseren Wegen. Das ist, wer der Herr ist, wer nur Fall
voor wordt in dat hem. En dan in de laatste poort 20 tot 25. Waar we versen even gaan. 20 tot 25 leert hij ons, besonders wanneer we naar Kinder gaan. Er wordt de tijd komen, wo die Kinder woran worden vreuen. En wanneer je kleine Kinder gaan gehad, of wanneer je nu kleine Kinder gaan, dit is een Frau, wat je zeer goed kan. Niet zo? Zijn Kinder doet dit? Nou, waarom? Nee? En ons wordt dat woord messen ont. Aber Gott hat die Kinder dort gegeben, will sie lernen können. Und wir als Eltern sollen dort nicht aufmerken, wenn unsere Kinder woran freuen tun. Leider, wir sollen einen Antwort reit haben verernt. Dort sie verstehen können. Und so ist es auch mit das. Wenn die Kinder freuen, woran hat Gott es gesagt? Dann sollen wir eine Antwort reit haben. So waarom heeft God de 10 geboden? Waarom heeft hij die naar de Israëlieten? De eerste ding is, de Heer bracht ons uit Egypte uit met een machtige kracht. God bracht ons uit. Hij vriend ons. Hij raad ons. En wil hij ons raden deed, hij bewijst dat dit volk Israël, wir zijn mensen, wir zijn volk. Ik denk aan wanneer ik deze vers lezen dan in Johannes kapitel 8, 36. Du wegen, wanneer de zin je vrij maakt, zijn je werkelijk vrij. Waarom schrift Paulus en Johannes en de onderschrijven van de Nieuwe Testament de dingen wat ze doen? Wil Jezus Christus heeft ons vrij gemaakt. En we moeten leren, wat kunnen we onze Kinder leren, wat rechtvaardig is, wils we verstaan wat Jezus Christus heeft gedaan voor ons. En er is nog veel meer wat ik wil kennen over dat zijn. De tweede oorzaak waarom God de 10 geboden geeft, is de Keimen der Wunder en teken. Dort wat God deed, dort wo God machtig weer. En grote dingen deed. En we moeten leren ons in het Zeichnis metdelen met onze Kinder. Onze Kinder weten wat God in ons heeft gedaan. En dan zegt hij, wilt hij dat land geven deed naar dat volk Israël. Dort wat we hebben in Jezus Christus. De reding wat we in hem hebben, dat is waarom wie in dezelfde weg zullen leven. So ik wil sluiten van deel met een vrouw. Hast du een leven, een diepe leven voor God? Een leven wat eerns is. Niet bis een leven wat woeder die grote rechte dingen te doen, maar een leven voor God. We sluiten met een gebed en ik wil de worship team opkrijgen.